Marluxia, du bist fällig. Zumindest ist das meine Hoffnung. Willkommen zurück, Freunde. Kingdom Hearts Chain of Memories. Hoffentlich der letzte Kampf, aber bei dem Spiel, ganz ehrlich, da kannst du einfach auf nichts mehr verlassen. Gar nichts mehr. Immerhin, ich hab Schaden gemacht. Ich bin entzückt. Warte mal. Da ist sie ja. Ja, ich frage, wo meine Kombo hin ist. Toll. Bringt nicht viel, wenn es so weit weg ist. Nö. Hey, macht verdammt viel Schaden. Warum das? Okay, er macht auch viel Schaden. Nein, war ganz kurz. Wo ist sie? Ich hab keine mehr. Scheiße. Alter. Hoho. Ist nur ein bisschen übertrieben, wa? Okay, ich sehe schon, dass wir ihn da richtig frustrieren werden. Alter, macht der Schaden. Ich meine, ich war jetzt nicht gerade schwach oder so. Es war ein ziemlich guter Einstieg meinerseits, wie ich fand. Aber das ist gut. Ich habe bei ihm auch relativ guten Schaden gemacht zum Teil. Muss man zugeben. Also geht es darum, wer am meisten Schaden macht. Ich mach am Arsch, ey. Das war eine Karte! Your heart shall be judged. Yeah. What? This is it. Weil ich einfach null ausweichen kann. Null. Thunder. What? Yeah. Ich setze lieber nicht hier ein, ganz ehrlich, da ist mir gerade ein bisschen zu heavy das Ganze. Nein. Natürlich. Also er steht direkt vor Cloud und trifft einfach nicht. Scheiße, er ist 2 Balken leer von ihm. So beginnt der Spaß aufs Neue. Hatte ich mal die Hälfte von ihm down. Ach du Scheiße. Schon viel Schaden mit Schlüsselschwerter, ne? So ist es nicht. Die machen echt verdammt viel Schaden, ich muss mehr auf Angriff gehen.
Die macht was irgendwie am wenigsten Schaden, ist krass irgendwie. Thunder! Yeah! Yeah! Heal! There! So you are a hero. Ja, er hat viel Schaden gemacht. Ich habe erstaunlicherweise auch. Vor allem mit den Schlüssel. Die haben Angriff nicht so viel Schaden gemacht. Die reinen Schlüsselschwertangriffe, die waren übel. Das sagst du am Anfänger, wa? Aber eben, ihr habt da einmal gesehen, war einmal in der Kombi drin, zack, hat er mich einfach rausgefutzt. Nein, ich krieg von jemandem eine Karte. Nein, bitte nicht. Alter, das ist eben noch nicht das Ende. Was ist los in dem Spiel? Will es mich verarschen? Ich habe nie was auf die Manöver gemacht. Scheiße. Ja, Kombinationen, sehe ich. You could say that. However, what you destroyed was merely an illusion of me. So what? Another imitation. He's really in there? Yes. I knew it. I can feel his power. It's trying to destroy my heart. Gorge, we'll just take care of him together. Sure, come on! Riku, protect Namine. You don't mind? Should I? All right. Ich hasse das Spiel, ganz ehrlich. Das Spiel verarscht mich doch. Das kann doch einfach nicht wahr sein. Recycling pur. Alter, noch nie so ein Kack erlebt wie das hier. Wehe, ich muss wieder normal gegen ihn antreten. Alter, das darf einfach nicht wahr. Warum macht man so etwas? Ich meine, man programmiert doch ein Spiel, weil man Spaß dran hat und dann Spaß machen will. Aber ganz ehrlich, sowas kann doch weder den Programmierern Spaß gemacht haben, noch kann es ihnen einen Zuschauer Spaß gemacht haben. Malusch wurde besiegt, bauen wir noch ein, normal ein. Wechseln wurde besiegt, aber bauen wir auch normal ein. Das mit Laxemen war eigentlich noch relativ, ja, best von dem her, auch wenn sie zweimal vorkam, aber von der Verteilung her. Excel, ja, war auch ein bisschen über, aber trotzdem, aber das hier ist einfach nur noch, nee, das ist einfach nur noch, eine Länge ziehen bis zum geht nicht mehr. Natürlich, wie kann es anders sein, Gegner müssen natürlich immer wieder stärker werden. Anders geht's doch gar nicht, oder? Komm. Tja, ja, was soll ich machen, ganz ehrlich. Das ist jedoch nice. Das hingegen ist nicht schlecht. Die Fähigkeit, das war ein bisschen über, aber sie ist nicht schlecht. Die Frage ist, werde ich noch die Möglichkeit haben, wenn wir schon beim Thema Kombos und so sind, kann ich noch groß irgendwie... Ne, war jetzt auch klar, wobei es sind nur 7 Punkte, kriege ich doch irgendwie wieder weg. Ja, wobei, ich brauchte da Aero, wa? Das heißt, ich brauche hier nochmal ein, also die Kombo da war ja ganz so schlecht und... Der Feuersturm wird sicher wieder zurückgeschlagen, weil er kann ja vergessen vermutlich. Feuersturm ist eine geile Kombi, aber ich fürchte, bei dem Gegner wird es nicht viel bringen. Schande auf mein Haupt. Gut, die konnte ich kaum einsetzen, beziehungsweise die kamen gar nicht vor beim Kampf. Interessant. Die letzte Schlacht, ja, ernsthaft, bist du bereit? Nein, bin ich nicht. Unsere letzte Schlacht, ja, wenn es an dem Spiel geht, vermutlich für immer und ewig, wa? Ganz ehrlich, ich glaube, wenn jemand zum ersten Mal von der Kingdom Hearts 2 dieses Spiel spielt, dann wird es vermutlich alles ganz Spaß nehmen. Soon the emptiness will shatter your heart. Here in this world,
of nothingness. As lightless oblivion devours you, drown in the ever-blooming darkness! Ach ne, schon wieder der Quatsch. Nein, er macht einen auf Ansem. Ansem Malusha oder was? Ach nö. Ja, es sieht so aus wie ein Bossfight, wie ein total bescheuerter Bossfight sieht's aus. Und ein bisschen was von SO wie Holofragment. Your heart shall be judged. Hä? Sie hat die LP-Lache verarschen, das kann nie im Leben stimmen. Da kann ich kommen zusammen einsetzen, das ist natürlich geil. Wenn man natürlich gar nicht trifft, dann schlecht. Hä? Das kann's nicht sein. Nie im Leben war's das schon. Ah ja klar. No gut, ja, das so sehe ich das auch. Okay, hier wäre vielleicht der Flammensturm noch besser gewesen. Hä? Wo schlägt so denn hin? Behold the third Egyptian God. Ne, war was anderes. Also, momentan ist es noch nicht so schlecht, wie ich dachte. Von LP ist der Trauer jetzt ein bisschen mehr als der letzten. Und er macht nicht so viel Schaden, wie ich jetzt zuerst dachte. Oder befürchtet hatte. Ein bisschen nervt, was er gerade macht, aber. Das bringt sowieso nichts. Das hat Schaden gemacht. Hä? Ernsthaft? Nee, kein Prepare. Nein. Aua. Ich habe ein bisschen Probleme, weil meine Kanzeln tun mir alle zurück. Oh, passt doch gut. Ja, der Flammensturm wäre besser gewesen. Das ist gerade super nervig. Sind überhaupt irgendwelche schwachen Karten? Nö, okay, die Kombo muss ich abblocken, weil ich glaube, die wird ziemlich viel Schaden machen. Neue Karten spawnen. Ich weiß gerade noch einen Zähler. Man kann es erst, wenn ein Ding weg ist. Elixier ist weg! Wo ist das hin? Hä? Oder gerade irgendwie. Achso, das sind seine Karten. Warte gerade, hä?
Also musst du, wenn ich jetzt verliere, dann nur deswegen, weil ich gerade ein bisschen, weil ich mich falsch vorbereitet habe. Beziehungsweise auch dachte, es wäre anders. Ja toll, wie soll er da erwischen? Aber die Trio-Attacke wäre besser gewesen, wa? Kann man mal eine niedrige Karte spielen? Meine Güte. Wir können Mega-Hit einsetzen. Natürlich, jetzt kann er kontern, wa? Ups, mein Fehler, ich habe nicht geguckt. Also momentan würde ich jetzt mal behaupten, es ist schaffbar. Es sieht ein bisschen crazy aus, das Ganze, aber ich glaube, es ist schaffbar. Es müsste eigentlich... Fehlt nur so viele Nullen, ey. Mann, warum kann ich da nicht einfach abblocken? So, von der Fresse. Pluto! Ob die viel bringt, kein Plan. Oh! Der hat nichts gemacht. Toll, das bringt mir jetzt sehr viel Mogelpunkte. Ah, dann kann man sich ausweichen. Ja, der Kampf ist crazy. Er ist nicht so schlimm, wie ich eigentlich zuerst dachte. Okay, Kombi kann ich einfach vergessen, wa? Die macht viel zu wenig Schaden. Wenn das mal wüsste. Nö. Der Quatsch wieder. Warte mal ab, bis die vorbei sind, weil ich glaube... Ja, sie machen zwar Schaden, das stimmt. No gut, alles gut. Wie lange bleiben die eigentlich noch? Bis jetzt zerstöre, ernsthaft? Also eigentlich Blitz ganz cool, wa? Also mit Zugängen macht wirklich verdammt viel Schaden. Ich hoffe, es war's, weil dann würde ich dem Spiel sagen, jo, war ein guter Endboss-Kampf. Vor allem, weil die Taktik wieder ein bisschen anders war. Also nicht irgendwie immer das gleiche und so, der gleiche Gegner zweimal, sondern es war wieder ein bisschen... Your hopes are doomed to the darkness. Ihr müsst das allen Ernstes immer wieder machen, wa? Oh nein, ich weiß genau, was kommen wird. Wenn ich hier krepiere, muss ich auch wieder alles komplett von vorne machen, wa? Aber zumindest alle mit einer Karten zurückgesteckt und so, also wieder komplett von vorne. Sieht so aus, wa? Was? Was jetzt, oder wäre das ein Sofort-Kill gewesen? Scheiße, die überschreiben sich. Hä? Was?
want to scream? Gib meine Karten zurück. Alter, halten die viel aus, wollen die mich hier verarschen. Thunder! Thunder! Behold, the cards will determine your fate. Muss auf Karten offen, muss ich die ausstechen. Bin nicht so ganz sicher. Your what? Sulk in despair. Lose everything. Nein! Ah, fuck. Oh nein, schon wieder. Gut, die Idee finde ich, von den Karten verlieren, finde ich jetzt noch irgendwie cool. So, abgeblockt. Und ich kriege alle Karten zurück. Das sehe ich gerade irgendwie. Und auf 0 treffe. Aua. Your heart what? Sulk in despair. What? Lose everything. Kann man was anderes machen? Sieht man die gleiche Kombi? Alter! Wieder keine Karten mehr. Heart will be scattered. Do you want to scream? Nein! Ganz alle meine Karten, war schade. Behold. Sag mal, kannst du was anderes machen? Nee, ich muss sie stechen, scheiße. Scattered to oblivion. Courage. Lose everything. This is Your heart will be scattered. What? Ihr merkt, ich sag nicht sehr viel, weil ich mich konzentrieren muss. Am besten Willen muss mich konzentrieren, Leute. Was überhaupt? Ja, beginning of the end. Mhm. Karten weg? Nee. Keine Ahnung, was passiert, wenn ich da irgendwie fehlen würde. Ich will es lieber nicht herausfinden. Your heart shall be judged. What? Your heart shall be judged. Your heart shall be judged. What? Ja, klar. Ja, kann nichts wegwählen, weil ich nichts habe. Sulk in despair. Lose everything. Was schon wieder? Your heart will be scattered. So. Thunder. Prepare. Yeah. Away.
What? The beginning of the end. No good. Behold. Final. Danke! Behold. Break the curse with your cards. Away! This is the heart of a hero. Bitte, bitte, ich will eigentlich. Es reicht, es reicht. Sita spürt nicht wie einen künstlichen Kaugummi einfach so in die Länge, bis nichts mehr geht. Es muss enden, bitte. Genau mein Blick. Aber genau mein Blick geht im ganzen Spiel. Nee, zum Schluss hin. Egal. You okay, Riku? Not Riku. I'm a fake. I can't remember why I was created or where or when. All that's inside of me is time with you and Namine. But I know those memories are not real. Gee, Naminé, can't you use your magic to put Riku's memory back to normal? Well, It's all right. I'll deal. Wait! Who cares if someone created you? You are you and nobody else. You have your own heart inside you. Those feelings and memories are yours, and yours alone. They're special. Sora, you're a good guy. I don't have to be real to see how real your feelings are. That's good enough. Riku! Riku. Can you put our memories back? yes. Not remembering something doesn't really mean that it's gone. What do you mean? When you remember one thing, that leads to remembering another. And then another, and then another. Our memories are connected. Many pieces are linked together, like they're in a chain that makes up each of us. I don't actually erase any memories. Just take apart the links and rearrange them. You still have all your memories. So you can put them back together? Yes, but first, I have to undo the chains of the memories I made on my own. After I've done that, I have to gather up the memories scattered across each of your hearts, and then reconnect them. It might take some time, but I think it might work. No, it will work, I'm sure. It's my turn to look after you. All right. We all really trust you. Oh, wait a second. You said you'd have to undo the links of the memories you made. But that means... Yes.
you won't be able to remember anything about what happened here. Not even you? I'm sorry. It's the only way, I'm afraid. Sora, you have a choice. You can lose your memories of this castle and reclaim your old ones, or keep your memories here and give up the memories that you've lost. Do I have to choose? Yes. Make me like I was. Oh, okay. Nobody needs to keep a bunch of memories that aren't real, right? You want to remember all of the people who are really important to you. Anybody would choose that. To remember again, we have to sleep in that? Yes. It's going to take a little time, but I'll take care of you. Gosh, when we wake up, we won't remember who you are anymore. But how are we gonna thank you? Don't worry about that. I'll just make a big note in my journal. And it will say, thank Nominee. Oh, good. That makes me feel better. Well, good night then, Nominee. Good night, Goofy. You too, Sora. Okay. All of this may have started with a lie, but I really am glad that I could meet you, Sora. Yeah, me too. When I finally found you, and even when I remembered your name, I was happy. The way I felt then, that was no lie. Goodbye. No, not goodbye. When I wake up, I'll find you. And then there will be no lies. We're gonna be friends for real. Promise me, Nominee. You're going to forget making that promise. If the chain of memories comes apart, the links will still be there, right? So the memory of our promise will always be inside me somewhere. I'm sure of it. Yeah, you're right. Okay, it's a promise. Good. Until later. A promise. Huh. Sora, some of your memories' links are deep in the shadows of your heart, and I won't be able to find them. But don't worry. You made another promise to someone who you could never replace. She is your light. The light within the darkness. Remember her, and all the memories lost in the shadows of your heart will come into the light. Another promise. Look at the good luck charm. I changed its shape when I changed your memory. But when you thought of her just once, it went back to the way it was.
Kyrie! My friends. Namine? Don't worry. You might forget about me. But with our promise, I can come back. A promise is a promise. Yes. One day the light, it will be ours and it will bring us together. Till then, I'll be in your heart. Right. Forgotten, but not lost. Zumindest in der Theorie. Ja, das war also das Spiel Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Ja, Chain of Memories, jetzt macht das Ganze ein bisschen Sinn, wa? Was soll man dazu sagen? Die ganze Story, wir fangen mal so an, die ganze Story beruht darauf, wir finden ein Schloss, oder werden in ein Schloss gelockt, woraufhin wir unsere Erinnerungen verlieren, weil wir neue Erinnerungen bekommen. Das wurde damals gesagt, von Malusha, glaube ich, war's. Mittlerweile gibt es auch Sinn, warum das Ganze so ist, wegen ein bisschen Ketten und so weiter, hat der Namine alles sehr schön erklärt. Oh ja, sehr schön mit Riku, Namine, Kyrie und so. Und dann am Schluss, ja, weil man halt wieder die Ketten sprengen muss, die neuen Glieder, um die alten zusammenzufügen. Ich verstehe das Ganze so, man nicht irgendwie auf den neuen am Schluss in die alten anknüpfen kann. Und ja, vor allem auch wenn wir uns die alten zurückbekommen, können wir Namine neu kennenlernen. Es ist nicht so, dass irgendwie unser Gedächtnis jetzt so programmiert ist, von wegen, neue Erinnerungen, nee, kann nicht abgespeichert werden. Aber ist trotzdem vom Storytelling, das ist der einzige Punkt, den ich ein bisschen seltsam finde, aber trotzdem auch spannend. Und vor allem, ich weiß ja auch von Namine und so, aber wenn ich mich gerade nicht mehr, oder früher nicht mehr den Namen erinnern konnte, aber das Aussehen wusste ich noch. Diese Charaktere, die wir jetzt hier kennengelernt haben, die sehen wir in Zukunft wieder. Ich glaube sogar in Kingdom Hearts 3 sogar mal irgendwas gesehen, aber sicher Kingdom Hearts 2. Also insofern, also es ist interessant, was wir aber noch nicht wissen, ist verdammt nochmal, was mit diesen Niemanden auf sich haben soll. Was schon ein paar Mal erwähnt wurde, Niemande. Ja, was sind Niemande? Kann das mal einer verraten? Nee, kann keiner, weil das Spiel verrät es einen nicht. Ja, ganz, Dankeschön. Vielleicht im nächsten Spiel oder so, kein Plan. Wo man sagen muss, Namine und Kyrie haben doch auch optisch sehr viel Ähnlichkeit. Und auch das mit Fake Riku und irgendwie so Fake Malusha und so. Naja, also es ist ein spannender Ableger der ganzen Kingdom Hearts Serie. Und jetzt im Endeffekt muss ich sagen, bin ich doch froh, dass ich zumindest die Story kenne. Um was es dabei geht. So, kommen wir zum Spielsystem. Erstmal, ja, das Kartensystem, wenn man sich ein bisschen reinfuchst, ist es nicht so schlimm. Also sag mal, das kann man durchaus machen, das ist... Vor allem bei Bossgegner muss man darauf achten, dass man halt die Gegner auskontern muss und so. Das geht alles. Eigentlich. Es gibt, jetzt im Endeffekt kann ich sagen, 3 Punkte im Spiel, die mich wirklich stören. Punkt Nummer 1, was ich am Schluss schon erwähnt habe, das Recycling der Gegner. Der Endkampf war jetzt nicht mehr so schlimm, weil Malusha war in einer anderen Form und so, und es war auch ein bisschen spannender dadurch, vielleicht auch ein bisschen einfacher. Da hat man gemerkt, okay, ich spiele auf Anfänger. Ich habe auch viel mehr Schaden gemacht als sonst. Aber die anderen normalen Kämpfe gegen sie waren auch vor allem sehr viel schneller und so. Also ich habe echt das Gefühl gehabt, dass der letzte Bosskampf gegen Malusha, die beiden letzten Formen, wo einen auf Ansem gemacht hat, die waren doch einfacher als der restliche Bosskämpfe. Wie gegen Exel, gegen Laxen, keine Ahnung wie sie wieder hieß, und gegen Vexen. Ja. Das ist das eine, wir sind recyceln. Das andere, kampfsystemmäßig, dass die Gegner, obwohl es gleich, beide Spieler kämpfen nach dem gleichen Prinzip. So kann ich sie auch eigentlich ausstechen, theoretisch. Sie mich ausstechen, das ist eigentlich alles soweit cool. Aber warum zum Henker können sie Dinge, die ich nicht kann? Während ich angegriffen werde, kann ich nicht Karten nachladen, das können sie. Ich kann keine Karten ausspielen, außer ich weiche irgendwie aus, wenn sie nicht klappen sollte, was sie aber trotzdem können. Ja, und der dritte Punkt, das mit dem Mogri-Laden und mit dem Roulette-Raum, dass man halt wirklich Karten farmen muss, dass es zufallsbedingt ist, wann es zufallsbedingt. Das hasse ich bei Spielen.
vor allem bei einem Spiel wie diesem, was halt, es basiert auf Strategie, es ist ein Kartenspiel, wo man strategisch denken muss, aber ein bisschen üben muss, bis man reinkommt und so, aber trotzdem, es ist halt strategisch gedacht, ist auch soweit cool, aber warum dann so einen Zufallsgenerator einbauen? Das sind so Dinge, ja, und eben auch das, eben der Mogri-Laden, dass man auch nur per Karte erreichen kann, Roulette-Raum und so, du brauchst halt Glück dafür, ist klar. Soweit dazu. Also gerade gesehen haben zum Schluss der Charakter, den sehen wir im nächsten Kingdom Hearts Teil. Ich glaube sogar im übernächsten auch noch. Also sprich Kingdom Hearts Birth by Sleep ist glaube ich das nächste, war? Warte mal. Moment. Jetzt sowieso fertig. Gleich weiter. Kingdom Hearts, Region of Memories. Danke fürs Spielen. Ich spiele es nie wieder. So viel ist klar. Und vor allem nicht zu vergessen, Freunde, wir haben zu keinem einzigen Zeitpunkt den echten Riku gesehen oder König Mickey. Also nehmen wir mal an, die sind gar nicht hier im Spiel vorgekommen. Oh Mann, oh Mann. Ja, der Typ, den wir im Schluss gesehen haben, von hinten, der, wo man nur seine Rückseite gesehen hat, mit dem werden wir auch noch Spaß haben. Du kannst den Abschlussdaten speichern und tippen, den Riku-Modus freizuschalten. Dabei wird ein Spiel schon direkt vor dem Finale erstellt. Sehr schön. Kann also machen, das finde ich sehr, sehr geil. Machen wir hier auf Save Slot 18. Save Slot 18. So. Ja, ich möchte fortfahren. Also mich jetzt trotzdem noch Frage ist, also hat man theoretisch einen Riku-Modus freigeschaltet, war? Kingdom Hearts Riku-Mode, Reverse Rebirth, aha. Ja, ich habe schon mal irgendwie sowas sagen hören, dass das eben der andere Modus sei. Dem so auch heißt mit Rebirth und so. Wir können mal ganz kurz reingucken. Ich weiß, das Part ist schon lange vorbei und so, aber ist eh der letzte, das spielt keine Rolle. Was passiert jetzt? Ja, nun. Vermutlich nichts war. Vermutlich wegen den Riku-Modus haben möchten wir es vermutlich wieder komplett von vorne spielen. Dann können wir mir vorstellen, dass man dann halt als Fake Riku spielt. Wäre jetzt mal so meine Intention dazu. Wir gehen ganz kurz zurück. Ins Titelmenü. Und dann gucken wir jetzt ein neues Spiel machen. Ah, so, oder Spiel als Riku starten. Ja, es würde natürlich wenig Sinn machen, wenn man es als Original Riku spielen würde. Es muss also der Fake Riku sein. Und da habe ich keinen Bock dazu. Ganz ehrlich, Leute, nee. Es mag vielleicht einfacher sein als so alles, da ist alles schön und gut, aber ich habe keinen Bock. Sorry. Aha. Das ist natürlich schön. Was lief hier unten, war? Genau. Wir sehen den Typen da. Das müsste der gleiche Typ sein. Im Vordergrund, hier ist er oberhalb von Sora. Das müsste. Ist das gleich oder ist das ein anderer? Ob das schon war? Warte mal. Nee, ist ein anderer, war. Der oberhalb von Sora ist ein anderer als der hier. Kein Plan, aber er hat auch so einen Umhang, wa? Faszinierend. Die haben alle solche Umhänge. Sogar Mickey. Ist Mickey etwa Mitglied der Organisation? Ihr seht, dass man Mickey hier gar nicht nirgendwo sieht. Egal. Also Freunde, das war's mit Kingdom Hearts Region of Memories. Wir haben jetzt also in dieser Serie bereits 2 Spiele durch. Sehr, sehr geil.
Das nächste Mal werden wir also mit Kingdom Hearts 358 von 2Ds spielen. Ich weiß, man spricht es anders aus, aber ich kann das nicht, deswegen spricht es mal so aus. Ich weiß aber, dieses Spiel, also ursprünglich war es mal ein Spiel, mit ein paar Zwischensequenzen und so, und wo man es dann ins ursprüngliche 1.5 integriert hat, also 1.5 Remix, hatte man, glaube ich, zum Ende hin keine Zeit mehr für das Kampfsystem, und deswegen gibt es ja gar kein Spiel in diesem Sinne. Es sind einfach Zwischensequenzen, die man nacheinander abspielen kann. Ja, ist natürlich die Frage, ob das überhaupt so auf YouTube hochladen darf. Ich hoffe mal schon, und dann, ja, wenn mal so ist, dann werden wir es dann das nächste Mal spielen, beziehungsweise einfach mal durchskippen oder so. Kein Plan, wie lange das dauern wird, aber denke mal, von Länge her dürfte es ähnlich sein wie... Es sind ja Zwischensequenzen. Keine Ahnung, wird vermutlich auch ein paar Stunden gehen. 3, 4, 5, kein Plan. Wir sehen, wenn es soweit ist. Aber ich würde es trotzdem gerne zumindest, ja, spielen, Anführungszeichen zumindest mal anschauen. Weil es sind halt alles Teile, die... Also vor allem Chain of Memories plus dieses Spiel, weiß ich, sind wichtige Informationen, die wir für Kingdom Hearts 2 brauchen. Vor allem Mix, denn ich kann schon mal sagen, gewisse Teile, die wir hier erlebt haben, werden hier nochmal wieder vorkommen. Und da wir das jetzt kennen, Chain of Memories, sind dann die Punkte bei Kingdom Hearts 2 durchaus logischer. Wenn man behaupten war. Also in diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal beim nächsten Kingdom Hearts Teil, beim dritten Spiel der 1.5 Collection von dem her. Also bei dem hier. Geil, war? Bis dahin, ciao zusammen. So Leute, ja, da war ich wohl ein bisschen voreilig in meinem Urteil. Also mein ist jetzt nicht so, dass ich jetzt plötzlich sage, hey, Kingdom Hearts Chain of Memories, geiles Spiel. Nicht ganz zumindest. Es hat, wie gesagt, seine Vor- und Nachteile. Jetzt aber, wenn ihr jetzt diesen Zusatz von mir hört, ist es bereits 3 Wochen her, seitdem ich Part 31 aufgenommen habe. Und ich kann schon mal so viel sagen, Soras Story ist vorbei. Yeah! Aber Rikus, das heißt Rebirth, aber gesagt mache ich nicht, war ein bisschen voreilig. Und zwar, ja, es hat einen Grund, wieso ich den jetzt doch mache. Und diesen Grund erkläre ich euch in der nächsten Folge. Bis dahin, bye bye.